Das Duell geht weiter, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards gegen Rainbow, den Oberherr der finsteren Welt. Ja, wir kämpfen hier gegen die finsteren Weltmonster und momentan ist es ziemlich ausgeglichen. Ich meine, 2500 gegen 2500, also sprich 2500 Angriffspunkte gegen das gleiche. Sternstaubdrache gegen Rainbow und das Problem ist, meine Hand sieht ziemlich beschissen aus. Das frage ich natürlich, was mache ich jetzt? Weil, ja, angenommen, ich würde irgendwie das Monster hier verdeckt spielen als Sicherheit, könnte ich ja machen. Das Problem ist ja dann einfach nur, aber natürlich weniger Karten für Kartenzerstörung nachher. Andererseits, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin im Part, ja, vor allem im Part, genau. Wenn ich sagen würde, ich bin einfach mal den Zug und gucke, was er macht, dann ruft er vielleicht ein neues Monster, greift mit dem hier an und dann stecke ich auch in der Scheiße. Also, ja, gut Deutsch gesagt, also sprich, ich habe, wie ich es auch wende und drehe, ein kleines Problem habe ich immer. Toll, wa? Was mache ich jetzt? Ene, mene, mu und raus bist du, okay. Ich bin mein Zug, das erste. Nämlich ein Transcender. 2 Karten hat er auch. Ja, er spielt verdeckt. Wieso spielt er verdeckt? Das ist irgendwie ein bisschen... Hä? Verstehe ich nicht. Meinst einigermaßen vernünftige Angriffspunkte können es doch zum Angriff nutzen. Crazy. Aber egal. Sternstaubdrache, das ist deine Chance. Greif an und vernichte ein verdecktes Monster. Attacke! Sternexplosion! Oh oh. Ja, das muss ja passieren, Freunde. Das muss ja kommen. Okay, Kumpel. Okay, Scarce, Bär der finsteren Welt. Alles klar, dieser Transcender spielt besser als der letzte, das ist schon mal klar. Trotzdem für mich nicht gut genug. Ich setze eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Feinkontrolle. Das wird lustig. Komm schon, ruft ein Monster und greift mit Rainbow an. Mach das, mach das. Monsterbeschwörung. Sure, Ritter der finsteren Welt, Angriffsmodus. Ja, bis jetzt macht er das, was ich will. Er macht genau das, was ich will. Rainbow, vernichte seinen Sternstaubdrachen. Na, das kannst du knicken, Freundchen. Und zwar aktiviere Feinkontrolle. So, und jetzt haben wir einen Verteidigungsmodus mit einem Monster. Einem Laschen vor allem. Ups. Scheiße. Abhol wieder ab. Tja, Kumpel, sag schon mal Adios, Amigos, an Rainbow, dem Oberherr der finsteren Welt. Soll ich, Freunde? Soll ich? Noch nicht. Noch ist noch ein bisschen zu früh. Sternstaubdrache, vernichte die Gefahr, vernichte Rainbow, den Oberherr der finsteren Welt. Sternstaublaser. Hasta la vista, Baby. Gut, ein Problem weniger. Jetzt hoffe ich mal, er hat nicht mehr so viele gute Karten auf der Hand. Kartenzerstörung, das kann so nach hinten losgehen, vor allem wenn da irgendwie noch die anderen ganz starken finsteren Weltmonster hat. Ja, da gibt es noch ein paar, wenn er die auf der Hand hat, dann gute Nacht, Freunde. So, mal gucken. Ja, mein letztes Angebot. Die Hand ruft geradezu nach Kartenzerstörung. Das kann ich nicht bringen. Noch nicht. Sternstaubdrache, greift ein verdecktes Monster an. Sternexplosion! Das muss klappen, das muss klappen, das muss klappen. Was ist das gerade für einer? Beige, Frontkämpfer der finsteren Welt. Okay. Soll es riskieren? Das. Ja. Ja. Nee. Noch ist zu früh, Freunde. Noch ist zu früh für Kartenzerstörung. Oh oh. Scheiße. Ja, jetzt ist gleich nicht mehr zu früh.
Ach, nicht bitte den, bitte nicht den, bitte nicht den. Nein, er ruft Silva. Den Kriegsfürst der finsteren Welt. Oh. Nein, das geht nicht. Nicht mein Drache, nicht mein Monster, nicht mein Sternstabdrache, nein! Oh. Das wird gleich richtig wehtun. Shit happens. Oh, wollen die Weichteile? Oh. Das gibt einen blauen Fleck. Oh, du Arsch. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, einen Zombie vom Friedhof holen, das geht eigentlich gut. Es muss sein, verdammt nochmal. Ich aktiviere Kartenzerstörung. Nee. Das ist ja mal, Alter. Wie ist aber über die Karten noch im Deck? Angriffsbefehle, Befehle, das geht's nicht. Okay, also ich meine, ja, letzter Countdown ist eine coole Karte, kann man durchaus so sagen. Momentan einfach ziemlich scheiße. So, nachladen, schnell, ich brauche neue Monster. Und bin nachher am Arsch. Schnell zur Karte, komm schon, Gaia ruft, gib mir Gaia. Was soll ich mit dem Mega Cybern? Wieso kommt die Karte schon wieder? Mensch, ja, ich weiß auch, dass man rufen könnte, was bringt mir das? Ich muss erst mal bis zu 2 Monster, dann rufe ich Mega Cyber, hole nachher einen Zombie vom Friedhof zurück und rufe mir nochmal ein Level 8 Monster, wollte ich gerade sagen. Und anderes. So, Zug beendet. Scheibe. Leute, ich werde verlieren. Meine erste Niederlage. Das kann nicht sein. Ja doch, es kann gleich sein. Naja, beige, Frontkämpfer ist klar. Ich komme. Vernichte ihn. Och nö. Aua, so diesmal das Knie. Das Knie, das vergesse ich dir nie. Oh, was für ein Arsch. So. Komm schon. Die Kriegerlady Einöde. Mann, ey. Was kann ich nur für ein Pech haben? So. Mann wird weggespielt und Zug beendet. Hilfe. So, Kanzerstörung weg, Nachladen weg. Was fehlt mir jetzt noch? Die feindliche Wohltat. Ich hoffe, die kommt bald. Vernichte sein Monster. Ja, ich bitte darum. So, dankeschön, Kriegerlady Einöde. Was kommt jetzt für neu? Was habe ich noch für coole Monster? Wenn ich den rufe, wenn ich ihn rufe, Geschützturm kriegen, dann Level 2 Monster vom Friedhof zurückholen und dann wird's geil. So, ich rufe Geschützturmkrieger im Angriffsmodus. Das könnte klappen. Ja, Sapalo nochmal, so natürlich nichts. Außer ich hole mir jetzt noch ein normales Monster und da ist der schon. Okay, Freunde, ich habe einen Plan. Es ist riskant, könnte aber klappen. Hat er dann schon im Friedhof in diesem Beige? Das ist Schuhe, können er sicher 3-mal schon. Jetzt bereits 3 Stück, 3 von denen auch. Sprich, so viele Angriffsmonster hat er gar nicht mehr. Wensch, Tore der finsteren Welt, auch ein übles Teil. Nun gut, versuchen wir es, wa? So, nun rufen wir das eine besondere Fähigkeit, den Zombie zurück aufs Feld. Servus, guter alter Zombie, na wie geht's denn so? Mal das. Angriffsmodus, bingo! Das ist auch schon der gute alte Zombie. So, jetzt können wir nach Stachelschraubenigel rufen, doch müssen wir ganz kurz gucken, was wir jetzt eigentlich für Karten insgesamt. Wenn ich jetzt ein 5 plus 2 gäbe ja 7, dann kann ich danach was anderes machen. Weil andere werden auch nochmal eine Stufe 2 Monster, sprich ich müsste Stufe 9 Monster rufen. Aber ich kann nicht im Blick. Schreibkleister. Ne, ich rufe einen schwarzen Rosendrachen. Wird schon gut gehen. So, Synchrobeschwörung. Zeige dich, allmächtiger schwarzer Rosendrache. Juhu!
Und da ist er auch schon. Was für ein Prachtexemplar. Und dann, Leute, zum ersten Mal nutze jetzt seine besondere Fähigkeit und vernichte alle Karten auf dem Feld. Er hat eine krasse Effekt, ey. Was für unsere Spiegelkraft, ich glaub's auch, ey. Alter, wäre meine Verteidigung voll im Arsch gewesen. Zwangsanforderung. Oh oh. Was ist die gleich ans... Alter! Ja, nee, ist klar. So, jetzt rufen wir erstmal einen Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Boah, ey, was ein Duell. So. Elfenschwertkämpfer, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Schnappen dir. Das kann nicht sein. Oh doch, und wieder sein kann. Zug beendet, Alter. Über 10 Minuten dran in dem Duell, ist ja übel. Ich mach dich kalt, du alter Schrotthaufen. Oh oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, Glück gehabt. Das ist schon rufe ich ein Monster, das weniger als 1900 hat und vernichte mich dann. Aber nicht heute, nicht der Count, der dämliche Final Countdown, ich brauche nicht mehr. Elfenschwertkämpfer, los, Angriff! Direkter Schaden! Auf seine Prozessoren! Error, Error! Absturz, Internet, Vista, muss neu, ja, vor allem Internet Vista, wenn schon Windows Vista. Na gut, dann wäre es sowieso schon lange down. Aber ist egal. Eine verdeckte Karte. Na, dann gucken wir doch mal. Riesentronade, perfekt, aber erst für später. Elfenschwertkämpfer, Angriff! Mit keltischer Klingenattacke. Error, Error. Spracherkennung deaktiviert. Muss ohne Sprache die mich duellieren. Gott sei Dank, hört das endlich mal auf. Diese dämliche Robotersprache, genau. Och nö, nicht den verrückten König. Ja, nee, ist klar. Greif sein Monster an. Haha, du kannst nicht zerstören, geht nicht. Au. Aua, mein Lebenspunkt ist in anderer Meinung. Tja, danke an Yami. Also ich bin nur den Zauber, nicht den Charakter Yu-Gi-Oh! Weil sonst wäre es mein Monster Schnee von gestern. Was du doch doof wäre. Was so kann er, wollte er gar nicht. Oh, aber das hat er Schwein gehabt. Hey, hey. Verteidigungsmodus, schnell. So, Zug beendet. Jetzt mit abwarten, Leute. Kommt aber irgendwo die Karte im Deck, die mir helfen kann. Ich weiß es, dass sie irgendwo ist. Zug beendet, ja, schön. So, und ziehe ich wieder nochmal. Oh, Staubtornado. Alter, was soll ich bloß mit den Karten hier anfangen? Zug beendet. So, komm schon, ruf ein Monster in den Schwaches, mit dem ich nachher einen Mega-Cyber rufen kann. Ohne Tribut, das ist doch geil. Oh, er hat mich erhört. Wow, Jäger der finsteren Welt, Angriffsmodus. Oh oh. Jetzt wird's übel. Wer nicht sein Elfenschwertkämpfer. Yeah, cool, Mann. Meine Spracherkennung funktioniert wieder. Oh oh. Und jetzt. Hallo? Ja, sagt mir nichts mehr. Das gibt's nicht. Okay, er sagt zwar nichts mehr, aber trotzdem tut es umso mehr weh. Aua. Langsam mal die Schnauze voll hier. Freunde, wir sind das Duell zu beenden. Und dann fehlt was. Moment mal, aber gar keins mehr. Aber noch eins. Was soll denn der Quatsch? So, erstmal spiele ich die Riesentronade. Und Tschüssikowski 2 in seinem Fall. Karten. Bitte nicht. Bitte damit, was ich gerade denke. Oh. Was muss ich Monster zerstören?
Wenn es ein eigenes Monster ist, klar. Was nun... Okay, jetzt können wir... Hä? Das nur meine Effekte negieren, oder wie? Moment mal, ich muss ganz kurz nachlesen. Jetzt dein Gegner wirft einen zufälligen Karten seiner Hand ab. Okay, war jetzt ein bisschen crazy, aber okay. Nein, jetzt kann ich ihn nicht mehr rufen. Nein, ich hätte ihn zuerst... Aber wir hätten das wissen sollen, Leute, dass ich ihn zuerst rufen muss, weil... Aha! Das gibt's nicht, Duell verloren, also wegen so einer Scheiße. Mein, ganz ehrlich, das hätte doch jeder gemacht. Weil die Gefahr bestand, dass er irgendwie eine Karte hat, mit der er mein Monster zerstört, sobald ich es aufrufe. Ach nö, wegen so einer Scheiße verloren, ey. Ich hab noch mega selber zuerst gerufen. Das gibt's doch nicht, hey. Das erste Mal. Das erste Mal verloren, ich kann nichts tun. Gegen so einen bescheuerten Transcender. Ja toll, was bringt das? Aber wenn ich seine Angriffspunkte vermindere, ich bin trotzdem down. Ja, ist klar. Ich bin noch dümmer da. Verloren, du bist ein Loser. Ja, und jetzt? Ja, klar, ein paar DP bekommen. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt raus oder wie? Spiel vorbei, noch einmal spielen. Kann noch einmal spielen. Achso, gerade direkt. Nein, ich wollte mein Deck. Ich wollte mein Deck nochmal neu zusammenstellen und so. Okay, dass man direkt weiter zocken kann. Naja. So, jetzt fange ich diesmal an. Das gibt's ja nicht. Hey. Zeit für ein Duell! Immerhin jetzt ein bisschen eine Strategie. So, komm ich jetzt zur Karten, führe mich, zeig's mir. Ja, okay. Nicht schlecht, der Specht. Nun gut, dann rufe ich erst einmal... Direkt ihn, oder? Erst ihn, okay. Ich rufe mal Krebons im Angriffsmodus. Und setzt dann eine Karte verdeckt. So. Dein Zug, du oder Schrotthaufen. Mann, nee, das gibt's nicht. Verloren. Was für eine Schande. Dass ich mal mega Cyber zu spät gespielt habe. Hey, hätte ich ihn doch bloß... Das gibt's jetzt einfach nicht. Was ist denn das für eine... Glas wird auch stärker, oder wie? Genau das meine ich vorhin mit, dass diese verfluchten, finsteren Weltmonster so übel drauf sind. Ich rufe weiter das Monster im Angriffsmodus. Oh, verreckter Mist. Los geht's, mein Jäger, vernichte seinen Krebons mit Scharfschützenattacke. Nö, bitte nicht, ja. Das macht 2 Lebenspunkte, aber dafür ist mein Monster in Sicherheit. Erledige du ihn, Silva, Kriegsführer der finsteren Welt. Nee, der macht das auch nicht. Aber das lohnt sich wirklich noch. Zwei verdeckte Karten, ey, das kann ja nur toll werden. So, und zieh ich mal wieder. Ich muss mein Monster durchkommen, hey, das geht nicht anders. Also gut, ich aktiviere Riesentrunade. Nach dem dämlichen Zaun fallen kann vom Feld. Ja. Neue Karten ziehen, schön. Und rufe nun den DD-Krieger im Angriffsmodus. So, es wird Zeit für einen alten Freund, für den guten alten Goyo-Wächter. Mann! Dein Auftritt, mein Großer. Los geht's. Jo! Und da ist auch schon unser guter alter Goyo-Wächter. Jetzt wird's richtig übel, Freunde. Goyo-Wächter, vernichte Silva, den Kriegsfürst der finsteren Welt.
Juhu! Ja, muss man sagen, nee, dass irgendwie ein Effekt aktiviert oder so. Nee, daraus wird nichts. Und jetzt kommen wir auf meine Seite des Spielfelds. Die finsteren Weltmonster sind zurück. So, ich spiele noch eine Karte verdeckt. Und wir mal sagen, ich bin den Part, Freunde. Ja, es ist tatsächlich wahr, ich bin mal wieder den Part, wieder mal in so einem spannenden Duell drin. Und ich bin gespannt, ob ich es diesmal schaffen werde, die finstere Welt auszuschalten. Oh je, das kann noch richtig übel werden. Bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen.